Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierung investiert in die Zukunft vom Land und hält die Investissementen hoch. Das Finanzierungspaket an das Kosten-Nutzen-Prinzip muss allerdings an alle Evaluierungen mit abschließen. Das Politik, die wir als Koalition am Interesse von unserem Land machen, findet sich an den Infrastrukturprojekten, die wir heute diskutieren. Die Rapporteure hat uns die Projekte vorgestellt an ihrem Exposé, und ich will nicht auf alle einzelnen eingehen, dafür der Madame Kahn ein ganz dicke Merci für den ausführlichen Rapport. Erlaubt mir aber ein Rutsch von diesen 40 Projekten herauszupicken und auch in Verbindung zu setzen mit einer Reihe von den Projekten, die laut dem neuen Reglement nicht an die Motion gepackt haben, weil ihre Kostenpunkt zwischen 15 und 30 Millionen liegt. Am Norden beschäftigt uns den 7 und B7 punkto Straßenbau. Und wir begrüßen, dass den Ausbau von der B7 zwischen Ettelbruck und Scheren in naher Zukunft an Angriff geholt wird gehen. Auf der N7 gibt es also die Rechnung gedroht, die Entlastung von der Hauptstadt Dikt bis auf Pausen zu analysieren, was für mehr Sicherheit für die Fußgänger und auch die Mobilisten sorgen soll. Außerdem wollte ich den Ausbau von der Dickrischer Gare annehmen an den neuen Arrêt-Building beim zukünftigen Nordstadt-Lycée, den do wird entstehen. Das Projekt schaffen eine bessere Zugverbindung an die zukünftige Nordstadt mit 40 pro Stunde. Dabei ist es wichtig, das Projekt gut aufzustimmen, dass der Pol die Chance zu Erpelding steht, wenn der Lycée bis fertig ist. Eine Erhöhung von den Frequenzen von den Zug auf der Nordstrecke als ein ausdrücklicher Wunsch von unserer Fraktion. Den Ausbau von der Gare zu Ölven ist hier ein erster Schritt für den Achse nördlich von Ölven auch zweigleisig zu machen. Wir begrüßen die laufenden Etüden zum Ausbau von der Nordstrecke mit einer Zweigleisigkeit. Da wollte mir der Minister schon ihre Leute mit auf den Weg gehen, bei diesem Projekt strategisch und langfristig zu denken, mit einer mehr Linie bis auf Blick an dem Weg bis auf Antwerpen für von dieser europäischen Nord-Süd-Strecke durch das Land zu profitieren. Mit den Studien rund um ein Internat beim Klever Lycée Edward Steichen geht man am Ausbau vom Lycée, der für kurzem gestimmt gehen muss, den ganzen Campus komplettiert. Herr Präsident, an der Richtung vom Kompass wollte ich auf Projekte am Osten zu Schwätze kommen, an ob die kritische Infrastruktur vom Meertater Hafen, dem sein Ausbau mir begrüßen. Auch wenn froh von den Tanklehrern noch nicht ganz geklärt ist, bleiben wir optimistisch, eine pragmatische Lösung zu finden für den Platz, wo rund 1/3 von unseren Importer und Carburant über die Wasserwege in das Land kommen. Der Pol d'Echange an der Abteistadt wird auch für Entlastung sorgen und Pendler besser abfangen und auf den öffentlichen Transport umleiten. Der Sätze von den Gleisen auf der Strecke zwischen Lützeburg und Wasserböllisch über 13,5 Kilometer als eine erste Etappe, was derbischen auf dieser Zugstrecke angeht. Misa Double von den Gleisen zwischen Sandweiler Kontern und Eta mit einem Kostenpunkt von rund 150 Millionen möchte wir frei für mehr Hochfrequenzen auf der Zugstrecke an den Osten bis auf 3 Jahre zu realisieren. Auch soll die Eta Gare erneuert gehen. Der Centre Posten zu Bergmacher soll auch komplett saniert und das aus sicherheitstechnischen Gründen. Der Ausbau vom Macher Lycée ist auch wichtig für den Osten. Am Süden begrüßen wir Derbestehen auf der Zugstrecke zwischen Betebusch und Dittling bis auf Wolmerange-les-Mines. Für die Frequenz von sich können zu erhöhen. Da ist es wichtig, dass diesen Ausbau Hand in Hand mit der Erneuerung von der Betebuer Gare geht, für den wir für ein paar Wochen Finanzierungsgesetz gestimmt haben. Das lokale Contournement zu Kielen, für den wir mit dieser Motion den Weg freimachen, ist essentiell für die Anwohner an dem Eck vom Land von einem hohen Volumen von Verkehr, besonders von Kamionen her Eichen, zu befreien. Der Strassenreso an diesem Stück zwischen der A6 und der A7 aus dem hohen Verkehrsvolumen nicht gewusst. Eine Region am Süden, an der die Lebensqualität besonders unter dem Verkehr leidet, ist der Chordal, wo viele Leute wohnen an immens viel Frontalien aus Frankreich und Belgien und Land herkommen. So begrüßen wir, dass der Kerchinger Contournement endlich Realität wird. Außerdem unterstützen wir die Bestrebungen für den Verkehr zwischen Sourcem und Deverding besser und laufen zu kriegen mit einer neuen U-Bahnung unter 3, einer neuen Dessert urbain auf Deverding. Den Deal am Chordal, den aktuell noch nicht entlastet wird, als den zwischen Kerching und dem Dreiländereck, also für allem Gemeinde Peting.
Da hoffen wir, dass Diskussionen zwischen dem Minister an den zuständigen Gemengeresponsablen aus dem Kordal die richtigen Lösungen werden finden. Zu den Etude rund den seieren Tram op Asch wollte ich ummerken, dass das Gesamtkonzept dat Asch geschafft wird, der richtigen Equiliber finden muss zwischen dem Interesse von den Nutzer vom Tram, der Kostenpunkt vom Projekt, a für allem seiner Finalität für die Stadt Lützeburg an Stadt Asch. Der Lycée Nick Biver zu Diedling soll renoviert und ausgebaut gehen, wie auch den Lycée Belval zu Sössen. Toll die Soufflant Belval soll auch neues Leben angehaucht kriegen. Herr Präsident, am Zentrum beschäftigt uns für allem Gegend rund um die Stadt, für genau zu sein, den Howald. Wo ein ganz Reihe Projekte zusammenkommen, auf die ich will angehen. Man Pol d'Echange Gare Peripherik an Park and Ride Midfield deet sich zurzeit viel zwischen dem Bande Gasprich, Clochtor, an der Zack Howald, die neue Howald City, an Hai Matten dran de Midfield. An den kommenden Jahren gehen an diesem Areal nach 10.000 Meter Carré Büros, Wohn, Freizeit als Schulflächen gebaut. Mit der kompletten Fertigstellung von der Gare Peripherik an dem Modul Zentral von der neuen N3 Boulevard des Sillars am Lauf vom nächsten Jahr sind ein paar Meilensteine geholt. Es bleiben aber ein Ritsch, zusätzliche Bauarbeiten zu realisieren. Unter anderem soll der Rond-Point Glück nach umgebaut gehen. Wichtig ist auch, dass ein Brick für die Mobilität gebaut wird, für barrierefrei von einem Quartier bis an den anderen und auch bis an den neuen Gasbrischer Park zu kommen. Der Échangeur der Hesbranche Boulevard Raiweisen muss an den kommenden Jahren auch an Angriff geholt gehen, genauso wie de batternedischen Kontournement d'Alzingen, dem Modul Süd von der neuen N3 für den Durchgangsverkehr durch Gemeng Hesper an noch rundherum an den kommenden Jahren zu reduzieren. Den Abrigato letzte Steuer, der just Stehenwurf vom Howald fort ist, soll auch komplett neu mit einer fixer Struktur geplant gehen. Den European Convention Center wie auch Kok Kirchbirch soll renoviert gehen. Der Lycée Robert Schumann Lamperbirch muss auch aus sicherheitstechnischen Gründen renoviert gehen. Herr Präsident, nur diesem kurzen Tour durch das Land wollte ich noch ein paar generelle Remarken zu den öffentlichen Bauten machen. Das schon am engeriert urklungen, wie wichtig es ist, Projekte, die zusammen gehören, auch bestens zu planen und zu koordinieren. Die Dauer von den öffentlichen Bauten ist ein langwieriger Prozess und vergeht so viel Zeit zwischen den ersten Etüden und der Erweiterung vom fertigen Projekt. Wir hoffen, dass Maßnahmen rund um die administrative Vereinfachung, die diese Regierung an Angriff geholt wird, hier Früchten wird drohen. Das lange Planungsdauer und Prozeduren führen oft zu einer Erhöhung von den Baukosten. Diese Konstant bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Als öffentlichen Bauherr oder Träger wollen wir nicht das Beste für uns Bürger, bauen hochwertig, aber auch immens teuer. Natürlich wollen wir als Bürger Flottinfrastruktur bieten, wir sind ihnen auch schuldig, verständlich, Materien, Eisen, Steuergelder umzugehen. Das sollen wir an unseren zukünftigen Projekten auch bedenken. Das gesagt, bin ich ein Akkord von der CSV-Fraktion für das Motion.